Herzlich willkommen und Servus zu Viva la Movielusion. Mein Name ist Corby und heute ist mit dabei der Kane. Habadere. Und wir sprechen heute über den wunderbaren neuen Disney-Film Susi und Strolch. Und zwar die Realverfilmung in Anführungszeichen von 2019, die jetzt 2020 bei uns in Deutschland auf Disney Plus verfügbar ist. Und als Vorbereitung für diese Folge haben der Kani und ich uns auch noch die Verfilmung von Susi und Strolch aus dem Jahr 1954 angeschaut. Ich glaube zumindest, dass es 1954 ist. Und ja, da wir ja jetzt beide Filme erst vor kurzem gesehen haben und wir aber bestimmt auch den ein oder anderen Hörer haben, der keinen der beiden Filme gesehen hat und wir eigentlich auch den 2019er bewerten wollen, würde ich Folgendes vorschlagen. Wir reden jetzt erstmal nur über den 2019er Film ohne Vergleich zum Zeichentrickfilm. Und dann, wenn wir damit fertig sind, wenn uns nichts mehr dazu einfällt, dann können wir noch den Vergleich zum Zeichentrickfilm bringen. Dann die Frage an dich. Was kannst du denn über die Handlung von Susi und Strolch sagen? Ja, die Handlung ist relativ einfach in dem Fall. Es gibt die Susi, die wird in so einen tollen Haushalt aufgenommen als Hündchen, als Ergänzung des Lebens von ihren Härchens. Hat da ein ganz chilliges Leben, wie es halt so ist, als Hundebesitzer ohne Kinder. Aber bei Kindern ist dann schon das Stichwort, sie kriegen ein Kind und dadurch wandert die Susi ein bisschen in den Hintergrund. Dazu kommt dann irgendwann das Kennenlernen vom Strolch, ein Treuner, der keine Heimat hat und das auch ziemlich genießt. Wider allen Erwartens verlieben sich die zwei. Und es geht dann darum, wie schaffen sie es, dass sie zusammen sein können, oder eben, ob sie es nicht schaffen, zusammen zu sein und zusammen zu leben. Das sind einige Hindernisse, die es dann zu überwinden gibt. Es gibt so einen blöden Hundefänger-Fettsack, der da die ganze Zeit auf den Sack geht. Das ist also der große Böse in dem Film dann. Dann gibt's nämlich noch die dämliche Tante als kleinen Nebenbösewicht und dann die ekelhafte Ratz. Und die Ratz ist dann auch die den großen Wendepunkt einläutet, durch die dann Susi und Strolch zusammenfinden können. Wobei ich die Handlung jetzt nicht so beschreiben würde, dass es eigentlich darum geht, dass die zwar zusammenleben können, also das wird dann nie thematisiert. Nicht direkt so, dass es mal besprechen, so, hey, wir könnten mal zusammen wohnen, oder? Ja, voll cool. Machen wir wie Geo, oder? Ja, sondern eigentlich der Hauptpunkt in der Story ist, das Kind ist halt irgendwann da und die Susi muss mit dem Ganzen halt erstmal klarkommen. Dann verreisen ihre Besitzer irgendwann mit dem Kind zusammen und Susi ist dann allein mit der Tante, die auf sie aufpassen soll, im Haus und da passieren aufregende Dinge. Fürchterliche Dinge. Ja, jetzt losgelöst vom Zeichentrickfilm, Kani, was sagst? Wie hat er da gefallen? Ja, an sich, ich bin von klar auf Disney-Fanboy. Da bin ich schon immer heiß, wenn irgendwas kommt von Disney. Muss aber sagen, es ist an sich ein schöner Film, aber wie es bei die anderen Disney-Filme war, die Tiere zur Thematik haben, die dann real verfilmt worden sind, geht mir da einfach die Magie dann verloren. Und zwar durch das, dass diese Tiere so krass real animiert sind und dadurch einfach so gut wie keine Mimik mehr vorhanden ist, wenn die reden oder wenn irgendwas passiert und dadurch meiner Meinung nach jede Emotion verloren geht. Deswegen ist es ein schöner Film, den man sich einmal anschaut, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich sage, Susi und Strolch schaue ich mir an, dann würde ich nie wieder auf diese Realverfilmung hingelangen, sondern immer auf das Original-Zeichentrick. Das ist aber auch das Gleiche sei es Dschungelbuch oder sei es König der Löwen. Die sind einmal gesehen, abgehakt als schöne Filme von mir aus, aber würde ich mir nicht noch mehr anschauen.
Also für mich sind beide Filme relativ neu, weil ich wirklich weder den Zeichentrickfilm nur den oder was zu der Story davor gewusst habe. Also ich habe wirklich nicht gewusst, um was es geht. Ich habe gewusst, okay, Susi und Strolch sind zwei Hunde und die machen irgendwas mit Spaghetti, aber mehr Ja, Sauereien mehr machen's. wusste ich dazu einfach nicht. Ich finde ihn okay. Ich muss sagen, Disney ist für mich mittlerweile ein bisschen so zu einer Filmküche gekommen, die meistens nach dem gleichen Rezept arbeitet. Und das ist jetzt bei diesen neuen Verfilmungen von alten Filmen, finde ich persönlich relativ schlimm. Die meisten Emotionen werden durch todtraurige Dialoge dann rübergebracht oder durch todtraurige Musik. Also ich glaube, es wäre völlig egal, was ich jetzt gerade sage, wenn ich das jetzt mit trauriger Klaviermelodie hinterlegt dann und langsam rede, dann kommt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch so eine leichte Träne. Aber selbst da war es auch nie so, dass ich jetzt irgendwie so richtig gepackt war von der ganzen Handlung. Zum einen, ich gebe da vollkommen recht, die Animationen sind teilweise echt befremdlich und am schlimmsten finde ich es eigentlich, ist es bei der Susi der Fall. Mhm. Also mir haben die anderen Hunde nicht so gestört, dass sie halt dann da, wenn es dann in ihrem Hundemodus oder Vermenschlichungsmodus waren, dass sie dann auf einmal miteinander reden konnten. Da hat mich das bei keinem Hund gestört, außer bei der Susi. Auf jeden Fall bei ihr ist es halt so, das Flauschigste an ihr sind die Ohren und halt so der restliche Körper, aber nicht das Gesicht. Das Gesicht ist relativ frei. Und jetzt ist es so, durch das, dass sie es halt animiert haben und dass die halt einmal spricht, fällt ihr das halt auch voll auf. Und dabei kann man halt diese Animationen so extrem unnatürlich rüber. Was mir halt einfach auch nur ein bisschen so gegen den Strich geht, ist, es ist ein komplett, ja, wie soll ich sagen, verkindlichter Film. Mhm. Ich fand's eigentlich auch am traurigsten und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in den Vergleich mit dem Zeichentrickfilm. Im Zeichentrickfilm bist du irgendwann an dem Punkt, wo du merkst, okay, die zwei Hunde verlieben sie gerade und es wird Romantik transportiert und das Ende sagt halt, okay, die zwei Hunde, die lieben sie und die sind total vernarrt ineinander und sind zusammen. Am Ende von diesem Film, vom 2019er Film, kannten das einfach nur Best Friends sein. Mehr nicht. Ja, das stimmt, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Allein schon, wenn man schon was ich noch anmerken möchte, wegen die Animationen, bei der 2019er Fassung, ich finde, es war teilweise ziemlich ungelenk, der Übergang von echte Tiere auf animierte Tiere. Da hat König der Löwen den Vorteil gehabt, dass die komplett animiert waren und da stammt ja alles aus dem Computer. Aber hier der Wechsel von animiertes Tier auf reales Tier und wieder zurück, das ist so krass aufgefallen, dass es teilweise echt nicht schön zum Anschauen war. Und zwar als Beispiel ist, wenn die Tante mit ihren blöden Scheißkatzen kommt, die schauen schon richtig komisch aus. Und wo es nur richtig krass aufgefallen ist, ist, wenn die Jock, der schwarze Hund, am Ende am Pluto zusammenscheißt, weil er wegen seinem Geruchssinn umeinander kackt. Das schaut so unnatürlich aus, wie sie die da bewegt und aufspringt. Also da muss ich echt sagen, war es vielleicht gescheiter gewesen, animiert gleich wieder die ganzen Viecher, dann fällt es nicht so schlimm auf. Aber der Wechsel, den haben sie nicht schön gemacht. Also wie hat die das, hat die das nicht gestört mit dem Gesicht von der Susi? Genau, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Es ist, da bin ich auch völlig bei dir. Als die das erste Mal zum Reno fangt, haben wir gedacht, what the fuck, hat's einen Schlaganfall oder was? Also ganz, ganz, ganz komisch, wie diese Gesichtsanimationen dann ausschauen, wenn die zum Reno fangt. Das ist so echt. Deswegen sage ich, schau ich mir diese Realverfilmungen nicht nochmal an. Sie sind gut gemacht und sind schön und verlieren immer im direkten Vergleich zu die Zeichentrick-Originale, weil halt einfach da viel mehr an Gefühle rüberkommt. Hier auch nochmal als Vorspann für die Spoilerwarnung. Wir reden jetzt gleich über Fakten vom Susi und Strolch Zeichentrickfilm und auch von der Neuverfilmung und deswegen werden wir jetzt auch gleich das Ende verraten, mehr auf die Details eingehen, deswegen gibt es jetzt einen Spoiler-Alarm. Ja, wie du schon gesagt hast,
das Ende bei der neuen Fassung, da könnten die zwar jetzt nicht alles sein, die können zusammen sein, die können aber die können Geschwister sein, die können Best Friends sein, die können alles sein, das kommt da nicht rüber im Original. Merkst du halt einfach, okay, die sind jetzt zusammen, die haben Kinder gekriegt, da purzeln dann kleine Babyhund dies rum, oh, cute. Hast im Original nicht, keine Ahnung, warum ich die Änderung vornehme. Das war nämlich eigentlich im Original nochmal eine der sag ich mal so, der herzerwärmsten Szenen, wenn dann die Nachbarhunde, der Pluto und die Jock nochmal kommen und alle rennen in dem Haus rum und die kleinen Babyhunde sind da. Beziehungsweise im Zeichentrickfilm ist es ja der Jock. Genau, das ist auch so ein Punkt, da wird das Geschlecht vom Jock austauscht. Im Original ist es der Jock, im Remake jetzt die Jock. Das ist aber völlig belanglos. Also ich weiß nicht, warum diese Rolle austauscht wird, warum ich da den Geschlechtertausch nehme. Das gleiche ist bei den Katzen. Die sind ja im Original weiblich, im jetzigen Ding männlich. Hat man das wieder da Gleichberechtigung dann gemacht, dass man sagt, okay, wenn ich aus dem Mann eine Frau mache, mache ich dafür aus diesen Frauen Männer. Völlig belanglos. Also das ist ja, gibt keinen Sinn. Was heißt belanglos? Das hat man ja jetzt auch in den letzten anderen Filmen von Disney gesehen, dass manche Frauenrollen auf einmal viel mehr präsenter sind und auch viel wichtiger werden und dass sie schauen, dass sie halt mehr weiblichen Touch reinbringen und es hat ja einen Grund, warum der Jock oder die Jock jetzt weiblich ist. Die einzigen 2 Welpen, die in dem Film vorkommen, landen am Ende bei der Jock. Ja, aber die hätten ja auch bei dem Jock landen können. Ja, also ich weiß schon, auf was, dass du ansprichst, aber wie gesagt, es gibt für mich, für diesen Film keinen Mehrwert. Das ist einfach vor allem eben auch da die Rolle der weiblichen Katzen in männliche Katzen Tausch. Jetzt habe ich, keine Ahnung, wollte man damit vermitteln, dass man die böse Rollen dafür dann einem Mann gibt und die gute Rolle dafür einer Frau. Ich weiß es nicht. In dem Fall, bei anderen Sachen kann ich es ab und zu nachvollziehen, aber in dem Fall war es für mich wirklich komplett belanglos und null Mehrwert dahinter. Was sagst du zum Geschlechtertausch vom Kind? Ist in dem Fall auch komplett belanglos für mich. Mhm. Also bei dem Film ist es wirklich, diese Geschlechtertausch-Dinger bei dem Film sind dieses Mal wirklich, also sie stören auch nicht, sie kommen nicht negativ hoch und wenn man das Original nicht direkt im Kopf hat, dann weiß man es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Aber durch den direkten Vergleich, den ich jetzt gehabt habe, weil man beide Filme hintereinander angeschaut habe, hat sie mir halt dann schon die Frage gestellt, was bringt es in dem Fall? Keine Ahnung. Mir hat's keinen Mehrwert gegeben. Was was noch so Änderungen angeht, am Ende, wenn der Strolch dann von der Richtung Tierheim gefahren wird, dann verfolgt halt die Susi auch den Wagen. Das hat sie eigentlich nicht gemacht im Original. Am Ende ist auch der Strolch dann der Verletzte und nicht der Pluto der Verletzte. Das sind jetzt nur mal so, ich sag so Dramatisierungsänderungen vielleicht. Die kann man machen, muss man nicht machen. Der Film wird ja auch, das Original dauert 1 Stunde 20 circa, das Remake jetzt hat 1 Stunde 50, es wird ein bisschen aufblasen. Durch die einzig sinnvolle Szene, die meiner Meinung nach da mit reinkommen ist die Hintergrundstory vom Strolch, warum er so ist, wie er ist, warum er so über Menschen denkt, wie er heute auch eben denkt. Ja. Das ist auch nochmal so ein trauriger Moment, der ein bisschen berührt hat. Aber ansonsten sind die Änderungen in dem Fall wirklich, die bringen nichts, die bringen keinen Mehrwert, die machen den Film deswegen nicht schlechter. Ist halt einfach, sage ich mal, so die eigene Vision von dem Regisseur Charlie Bean, die er da anscheinend ein bisschen mit reinbracht hat. Was mich gestört hat, ist das, dass der Pluto nie von seinem Großvater redet. Das fand ich eigentlich im Original immer ganz amüsant, wenn er anfängt, dass er Geschichten von seinem Großvater erzählt. Das hat er komplett rauslassen. Das fand ich ein bisschen schade. Doch, am Ende wird das ja dann diesen Welpen erzählen und da versuchen es dann diesen Witz eigentlich, der nur im Zeichentrickfilm aufgebaut worden ist, da nochmal aufzugreifen und geht halt dadurch da komplett verloren. Genau, also wie gesagt, fragliche Änderungen. Ich finde auch die Änderung von der Susi im Charakter, die finde ich den Remake ein bisschen zu arrogant und überheblich. Bei der Unterhaltung, als sie dann von sich selber behauptet, sie gibt ihrem Härchen ja praktisch Vollkommenheit und Sinn im Leben. Das war im Original auch nicht so, da war es nicht so krass überheblich. Weiß ich nicht, ob es das braucht hat. Sagen wir mal, ich glaube, du musst zur heutigen Zeit halt da auf jeden Fall der Susi mehr Dialog geben. Weil vor 70 Jahren, wo der Originalfilm rausgekommen ist, oder vor fast 70 Jahren, da war sie, also mir ist zumindest aufgefallen in dem Zeichentrickfilm, sie hat fast nichts zum Sagen. Also sie spricht fast nicht, gerade zum Schluss.
ich bin mir nicht sicher, ob sie in der letzten Szene mit den Welpen überhaupt irgendeinen Dialog gehabt hat, aber das ist jetzt mit der Neuverfilmung auf jeden Fall anders. Also es ist gleichberechtigt, sowohl der Strolch als auch Susi haben genügend zum Sagen und sagen auch entsprechend viel. Was ich sagen muss, ist, mich stört jetzt der Geschlechterwechsel auch nicht so krass. Es hat mir auch bei dem direkten Vergleich in dem Moment schon gestört, weil es mir halt einfach aufgefallen ist, wenn man dann denkt, für was? Das ergibt gar keinen Sinn. Dann denkst du halt auch die ganze Zeit drüber nach. Was ich viel auffallender finde, ist, alle Szenen, die in dem Zeichentrickfilm irgendwie Gewalt angedeutet haben oder sogar vielleicht Gewalt gezeigt haben. Da gibt's ein paar Szenen. Zum Beispiel im Zeichentrickfilm verteidigt der Strolch Susi, indem er 3 andere Hunde angreift. Das fehlt in dem neuen Film komplett. Ja. Zum einen sind es dann immer 3 Hunde, es ist ein Hund und Ja. da schafft das dann einfach durch einen geschickten Monolog, dass es überhaupt nicht zu Gewalt kommt. Also die einzige Gewalt, die in dem Film zeigt man, ist dann zum Schluss bei dem Kampf gegen die Ratte. Und da wird jetzt eine interessante Frage für die. Was ist das Motiv von der Ratte? Ja, das ist die gute Frage. Vielleicht hat's einfach, findest einfach Babys köstlich. Also, das hab ich mir aber in dem Zeichentrickfilm auch schon gefragt, so, was soll denn das? Also, ist jetzt gleich die Ratte wirklich direkt von dem Kind, reißt das Maul auf und will es fressen oder was? Also, ich bin in die 50er nicht groß geworden. Aber ich weiß nicht, ob es damals so viel Angst gehabt haben vor Ratten, dass die in der Nacht in Kinderzimmer schleichen und Babys zerfressen. Aber damals war das anscheinend so. Ja, die Ratte ist doch oft einfach irgendwie, Ratte bringt ja was Negatives mit. Eine Ratte ist ja oft sinnbildlich für was Schlechtes. Ich glaube, das ist da einfach nur mehr so das Bildliche, dass man sagt, okay, die Ratte symbolisiert hier einfach was Schlechtes, das passiert. Und das glaube ich, da darf man, glaube ich, nicht so tief drauf eingehen, warum tut es die Ratte, sondern die ist einfach nur Mittel zum Zweck und versinnbildlicht hier halt das Böse und Schlechte, was passieren kann. Sie ist auf jeden Fall ja, wie du schon gesagt hast, der Wendepunkt dann in der ganzen Handlung. Genau. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht unbedingt spoilern. Nicht unbedingt, nein, ich möchte ja gerade noch mal sagen, auch hier der Vergleich, die Ratte schaut im Zeichentrick original ziemlich gruselig, ekelhaft aus. Im Original, in der Originalverfilmung jetzt hier, in der Realverfilmung ist halt einfach nur eine Ratz, die auch wieder nichts vermittelt, außer du hast vor allgemein eine Phobie gegen Ratten, dann wird's dich halt da auch grausen, aber im Zeichentrick hat die halt schon mit ihren weißen Augen und das heißt, die hat schon richtig eklig ausgeschaut und für Kinder teilweise, denke ich, aber ein bisschen erschreckend. Was würdest du dem Film jetzt noch so zum Abschluss dann ankreiden, nachdem du schon dein Highlight genannt hast? Mein Highlight habe ich noch gar nicht genannt. Mein Highlight an dem Film ist, und da komme ich wieder zum Vergleich zum Zeichentrickfilm, er ist deutlich witziger. Sie haben echt geschaut, dass sie viele verschiedene Witze einbauen. Es gibt sogar Kotzwitze, was ich für einen Disney-Film hervorragend finde, wo ich ab und zu mal laut aufgelacht habe. Und das Schlimmste an dem Film ist eigentlich was, da habe ich einfach das ein bisschen schade gefunden, durch das, dass die in der Neuverfilmung das Ganze so verkindlichen, ist der Hundefänger bei Weitem eigentlich mehr Witzfigur als irgendein gesichtsloser Bösewicht oder was weiß ich. Und da insgesamt, der macht einfach nur seinen Job. Also, er macht ja überhaupt nichts Falsches in dem Film. Und Jo, er hat den falschen Job. na, also Er tut denn sowas. Das ist wie Politesse, wie mit Strafzettel verteilen. Wer tut denn sowas? an und für sich gibt's ja Straßenhunde, die einfach Scheiße bauen. Und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht, dass er mal sein Essen klaut wird oder was weiß ich. Und der Hundefänger macht seinen Job. Aber er wird bis zum Schluss einfach nur als der absolute Verlierer dargestellt. Er ist in keiner Szene für mich ein Bösewicht. Er ist immer eigentlich der absolute Verlierer. Und das Traurigste an dem ganzen Film ist wirklich zum Schluss dann das, wo seine Kutsche zerstört ist, seine Pferde weg sind, er den Strolch nicht mehr mitnehmen kann, weil sie ihn jetzt aufnehmen und er einfach dann nur so völlig umsonst einen Haufen Schaden hat. Und der Typ ist für mich eigentlich die tragischste Figur in dem ganzen Film. Jetzt hau ab und feiert nicht die scheiß Hundefinger. Unglaublich.
Warum? Er ist ja nicht einmal immer fies. Er ist ja nett zur Susi. Und du siehst ihn ja nie einen Hund irgendwie quälen oder was weiß ich. Und da muss man auch noch was dazu sagen. Sämtliche Hunde, die in dem Film einen Charakter aufbauen, sind zum Schluss im Besitz von irgendwelchen Menschen. Ja. Das ist im Zeichentrickfilm nicht so. Was hast du gut gefunden, beziehungsweise schlecht? Was ich gut gefunden habe, war zum einen die Spaghetti-Szene, fand ich wirklich klasse, 1:1 aus dem Original übernommen, auch mit dem Original-Song von damals dazu. Das hat mir so das war so der kleine Fanservice, sage ich jetzt mal für mich, der mir sehr gut gefallen hat. Was mir auch gefallen hat, ist, dass die Realverfilmung, die es mir gesagt hat, wenn man einen Hund in der Kiste verschenkt, dann macht man Luftlöcher in diese Kiste rein. Das hat es mich im Original nicht gegeben, diese Luftlöcher in der Kiste, in der der Hund war. Also mich wundert es, dass da nicht einfach ein steifes, totes Tier rausgezogen worden ist damals. War auch toll von Disney, dass sie das bedacht haben, in Zukunft bitte Luftlöcher bei lebendige Geschenke. Was ich schlecht finde, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, das ist einfach die zu krasse reale Animation von die Tiere, durch die jede Emotion für mich verloren geht, weil keine Mimik mehr vorhanden ist und die teils unschönen Übergänge zwischen reale und animierte Tiere, die für mich einfach zu offensichtlich waren. Die Punkte muss ich am angreifen, und als Fazit für mich bleibt auch stehen, der Griff wird immer in Richtung Original gehen, aber egal, ob das jetzt Susi und Strolch, König der Löwen oder Dschungelbuch war, für mich sind da diese zu echten Tiere einfach, das ist für mich nix. Ja, also unterm Strich, ich glaube, wir sind beide der Meinung, es ist ganz nett gemacht. Es ist halt kein Film, den man jetzt unbedingt ein zweites Mal sehen muss. Ob man sich jetzt momentan unbedingt anschauen muss, sei mal in Frage gestellt. Also wenn wir Susi und Strolch empfehlen, dann auf jeden Fall die Zeichentrickversion. Immer. Dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wünschen euch bis dahin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.